Jo, salut zusammen und hallo bei einem neuen Kommentar von eurem Käsebrot. So, und jetzt geht's auf Hochdeutsch weiter. War die Begrüßung so okay? Zwinker, zwinker. Ne, jedenfalls, ist hier Battlefield 3 Close Quarters am Start, und zwar Waffenmeister oder auch Gun Game. Auf der Map Operation 925, glaube ich. Ja, Waffenmeister habe ich am letzten Video schon erklärt, ich mache es jetzt trotzdem nochmal. Man startet mit einer schwächeren Waffe, in dem Fall die MP443, muss 2 killen, dann kriegt man die nächste Waffe, das wäre dann die Rafika, und immer so weiter halt bis zum letzten Level, das wäre dann Level 17 mit dem Messer, und wenn man damit dann noch einen Kill schafft, dann hat man gewonnen. So, die Runde hier die lief eigentlich ganz gut. Es ist kein Überscore, aber ja, die KD kann sich eigentlich sehen lassen. Und ich muss sagen, ich bin mittlerweile im Modus so weit, dass ich die Pistolen fast in einem Zug durchkriege. Und ich glaube, das kommt daher, da ich halt oft Sniper bin, muss ich halt ziemlich oft mit Pistolen was machen. Sprich, ich habe damit ein bisschen mehr Übung vielleicht wie die anderen, die immer Sturmsoldat nehmen oder so. Keine Ahnung. Aber ist egal. Die Magnum ist allerdings immer noch so ein bisschen eine Hasspistole von mir. Mit der kriege ich es teilweise noch überhaupt nicht hin. Ich bevorzuge im normalen Spiel da doch eher die MP442. Ne, falsch. Die MP412. Der Revolver, den es auch schon in Bad Company gab. Und ja. Also, heutiges Thema, weil es ein Abonnent gewünscht hat, ist Premium. Und wenn die Zeit noch reicht, vielleicht ein bisschen Close Quarters. Aber mal gucken. So, Premium, was meine Meinung dazu ist. Also ich finde, eigentlich ist es eine üble Verarschung. Einfach aus dem Grund, diejenigen, die sich die Limited Edition geholt haben, und das werden wahrscheinlich sogar die meisten sein, die kriegen durch Premium ein DLC, was sie eigentlich schon haben, und kriegen keinen Rabatt dafür. Sprich, man gibt eigentlich Geld aus für etwas, was man bereits besitzt. Es kommt, ich glaube, es kommt trotzdem billiger. Ich bin mir jetzt aber ehrlich gesagt selber nicht ganz sicher, aber müsste eigentlich billiger kommen, weil es kommen noch 4 DLCs. Und wenn jetzt ein DLC, sagen wir, 15 Euro kostet, also ne, eigentlich kommen jetzt noch 3, aber mit Close Quarters zusammen sind es 4 DLCs. Wenn eins 15 Euro kostet, dann kostet das 60 Euro. Premium allerdings nur 50. Sprich, es kommt billiger für den Spieler. Die Frage ist natürlich, ob man die anderen DLCs überhaupt spielt, weil man... Vielleicht spielt man ja gar kein Battlefield 3 mehr bis dann. Man weiß es ja nicht. Und genau das ist in meinen Augen die Verarschung. Man kriegt ja etwas, aber man hat es noch nicht. Sprich, man weiß gar nicht, ob, wenn man es dann bekommt, ob man es dann noch braucht. Und deshalb finde ich, eigentlich ist es eine Verarschung. Es ist natürlich auf eine gewisse Art auch cool, weil, ja, quasi wenn man weiß, ich spiele Battlefield 3 noch weiter, wie jetzt in meinem Fall, ich werde das wahrscheinlich noch länger spielen, dann hat man sehr viele Zusatzsachen und es sind keine Vorteile im Sinn von einer überpowerte Waffe bekommen oder so. Es kann höchstens sein, dass im neuen DLC eine überpowerte Waffe vorkommt und die hat man dann halt. Die anderen, die halt Premium nicht haben, können die gar nicht freischalten. Ja, aber die wird ja normalerweise dann gepatcht, wenn das bemerkt wird. Jedenfalls finde ich, Premium ist eigentlich eine Verarschung, aber ja, wie gesagt, wenn man weiß, dass man noch eine Zeit lang Battlefield 3 zocken wird, dann finde ich es eigentlich eine gute Sache. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist eigentlich auch ganz gut, weil man gibt jetzt vielleicht 50 Euro, also Premium kostet ja 50 Euro, ne? Das ist ja eigentlich so viel wie ein Spiel. So viel wie Battlefield 3, glaube ich sogar. Sprich, man zahlt das Spiel nochmal und dann hat man Premium. Ist eigentlich, klingt jetzt übelst überteuert. Wenn man sich jetzt aber überlegt,
wie lange man noch Spaß haben wird mit den DLCs und allem durch Premium. Da hat man wahrscheinlich eine ziemlich lange Spielzeit drin. Und dafür quasi nochmal ein Spiel auszugeben, lohnt sich, denke ich, schon, weil bei mir jetzt zum Beispiel, da gibt es Spiele, die ich gekauft habe, die habe ich in ein paar Stunden gespielt und dann habe ich sie in die Ecke geschmissen, weil ich es nicht mehr, ja, weil es keinen Bock mehr gemacht hat. Da hat mich vielleicht, keine Ahnung, 5 Stunden oder so Spielzeit, einfach weil es mir dann doch nicht gefallen hat. Und das war dann so Fehlkäufe, kann man sagen. Das wird mir bei dem Zeugs hier wahrscheinlich nicht passieren. Weil ich weiß genau, dass ich die DLCs einfach auch schon, weil es mich interessiert, sobald sie draußen sind, ausprobieren werde. Auf das nächste DLC, also das... Oh, wie heißt das? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Armored View? Ne, stimmt nicht. Das war... Das von... Also nicht von Battlefield 2. Aber ist egal. Irgendwas das nächste DLC, das kommt, soll ja die größten Maps haben, die vorkommen, die je vorgekommen sind in irgendeinem Battlefield-Game. Und das interessiert mich übelst, weil das wird zwar extremes Fahrzeuggefighter werden, aber ich denke, da kann man auch ganz gut Long-Range-Sniping betreiben. Und vielleicht kann ich da endlich mal ein bisschen mit dem Jet üben. Ja, also das DLC ist eigentlich dasjenige, welches mich am meisten interessiert. Kommt angeblich im September raus. Mal gucken. Ja, eigentlich ist ja gesagt, was ich von Premium halte. Ich finde, wie gesagt, wenn ihr wisst, ich zock noch weiter Battlefield, dann könnt ihr es euch ruhig holen, weil dann gibt es euch insgesamt mehr Vorteile als Nachteile. Ja, Nachteile gibt es ja eigentlich gar keine, außer dass es kostet. Und ja, wenn ihr allerdings Battlefield nicht wirklich regelmäßig zockt und irgendwie auch nicht so der Battlefield-Spieler seid, frage ich mich, ob es sich lohnt, die 50 € auszugeben. Das müsst ihr dann halt für euch entscheiden. Ja, dann noch ein bisschen was zu Close Quarters in dem Fall. Ich finde das DLC übelst geil, muss ich sagen. Ich hätte es nicht gedacht, aber das DLC ist der Hammer. Ne, jedenfalls, es klingt jetzt zwar ein bisschen Call of Duty Hating-like irgendwas. Ich finde, es spielt sich ähnlich wie Call of Duty auf den Maps. Einfach besser. Ne, einfach weil die Killstreaks einem irgendwie nicht alles versauen. Ich bin nicht so der Freund von Killstreaks, müsst ihr wissen. Wenn man es selber hat, ist cool, aber logischerweise haben die Gegner auch oft, das kann einem schon das Spiel versauen. Ne, es ist einfach ein bisschen kickig wie Assist, wie ein Bekloppter. Es ist einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, es erinnert mich ein bisschen an Call of Duty ohne Killstreaks und dann doch noch mit einem Spürchen Battlefield drin. Und keine Ahnung, ich meine, ich spiele sehr gern Call of Duty zwischendurch mal, allerdings nicht so oft wie Battlefield und da finde ich das ganz cool, man spielt Battlefield, zum Beispiel Back to Karkand oder das normale, und da habe aber Bock einfach auf Action irgendwie, auf schnellere Action irgendwas. Dann kann man einfach kurz aus dem Server raus, in den Close Quarters Server joinen und drin ist man. Die Maps werden nämlich auch übelst schnell geladen, das ist bei mir irgendwie bei allen DLCs so, dass die Maps vielleicht 5 Sekunden haben, um zu laden und bei der normalen geht es irgendwie 1 Minute oder so. Keine Ahnung, woran das liegt. Ne, aber ich muss sagen, mir gefällt Close Quarters sehr, auch das mit dem Gun Game ist eine sehr geile Abwechslung und ja, ich war früher aber übelst der Counter-Strike-Suchti und hab da auch übelst gerne mal Gun Game gezockt. Am Tag bestimmt dann irgendwie eine halbe Stunde Gun Game gezockt oder so. Und deshalb gefällt mir der Modus auch so. Ich finde in jedem Spiel Gun Game übelst geil, nur in Call of Duty fand ich es ein bisschen scheiße, weil da waren es alle gegen alle. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe jedenfalls. Und da wurde einfach, wie soll ich sagen, da waren zu viele Feinde, kann man sagen, weil wenn man immer wieder die Waffe wechseln muss und alles und da kommen nonstop Feinde, da kann es schon ein bisschen
abkacken, einfach allein schon, weil die Waffen quasi wechseln. Deshalb finde ich es in Counter-Strike und in Battlefield doch durchaus spielbar, sagen wir so. Weil halt eben ein Team gegen das andere Team ist und man muss nur von den Gegnern killen. So sind die Maps nicht vollgestopft mit Gegnern, sagen wir so. Und man kann natürlich auch ein bisschen durch Überlegen quasi aufsteigen, nicht nur durch üble Reflexe und alles. Weil, ja, ich bin nicht so der Spieler, der jetzt die Monsterreflexe hat, sagen wir mal so. Ich bin eher der Spieler, der ein bisschen überlegt, was machen die Gegner als nächstes, so auf die Art. Das geht in Gun Game zwar weniger wie in allen anderen Modi, aber es geht immerhin. Und in Call of Duty ging das halt praktisch gar nicht. Also, oder ich war zu schlecht dazu. Naja, jedenfalls finde ich, das haben sie doch schon ganz gut reingemacht. Also der Modus ist nicht irgendwie scheiße geworden, sondern der macht wirklich übelst Bock zwischendurch. Ich kann mir vorstellen, wenn ihr das wollt, dass ich euch öfters mal ein Gun Game zeige, weil ich den Modus wirklich im Moment richtig suchte irgendwie. Also ich spiele am Tag bestimmt etwa 1-2 Stunden Gun Game, das ist nicht normal irgendwie. Und ja, es wird sicher auch Conquest Domination kommen, also der andere Modus von Back to Kraken, wo ich mal ein bisschen die neuen Waffen zeigen werde. Ob ich die Sniper in Close Quarters zeige, muss ich gucken. Die halbautomatische bestimmt. Die JNG oder JNG da muss ich noch schauen. Ich glaube, die zeige ich eher auf der normalen Map, weil Close Quarters ist nicht so die Map, wo man Bolt Action Snipers benutzen kann. Höchstens mit einem richtigen Visier, aber das müsste ich dann zuerst mal freischalten gehen. Jedenfalls, ja, denke ich, das wird dann kommen. Mit dem Conquest Domination. Ich denke, die erste Waffe, die gezeigt werden wird von mir, wäre die Schmass oder vielleicht auch die MP5K. Mal gucken. Weil ich im Moment praktisch die ganze Zeit mit dem Aufklär-Kit und einer Maschinenpistole, einer Pumpe spiele, sprich mit Waffen, die jede Klasse haben kann. Und ja, das läuft eigentlich ganz gut bei mir. Von dem her denke ich, kann ich mal so ein Gameplay zeigen. Und ja, ihr könnt ja mal in die Comments schreiben, was ihr so von Close Quarters haltet. Wie gesagt, ich hätte es nicht gedacht, aber ich finde es richtig geil. Also, eine nette Abwechslung zu den großen Battlefield Maps. Und ich denke, ich werde das doch noch ein paar Wochen lang zocken irgendwie. Die Maps an sich sind auch sehr schön designt und auch sehr, ja, verwinkelt aufgebaut, sagen wir so. Also, ich habe einfach ein bisschen, ja, das Problem ist, es gibt Leute, die sich, obwohl es dem Team nichts nützt, halt vercappen. Und das ist halt scheiße. Aber, ja, was willst du machen dagegen? Augen zu und durch, kann man da nur sagen. Hier habe ich jetzt übrigens die M417, die neue halbautomatische Sniper, und die gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Allerdings mehr so für den Nahkampf. Für mich ehrlich gesagt so eine SKS 2. Nur mir persönlich gefällt die Waffe besser. Ich finde, die ist irgendwie stärker. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ist egal. Ja, und die JNG 90 da, die hat, ich finde die übelst geil, einfach vom Style her. Und von dem her, wie sie so ist, erinnert mich die einfach an die SV 98, weil die hat 10 Schuss. Macht so um den 80 Schaden rum. Ich glaube 85 in den Körper, wenn man nah steht oder so. Und ja, also die gefällt mir wirklich sehr gut. Das einzige Problem ist irgendwie, oder nee, das ist nicht ein Problem, aber etwas, was mich ein bisschen irritiert. Wenn ich jetzt hier das Level schaffe, könnt ihr das sehen. Das wird jetzt, glaube ich, jeden Moment sein. Zack, da.
6 Schuss habe ich im Magazin. Allerdings hat man im Hauptspiel 10 Schuss. Und ich frage mich einfach, woran das liegt. Ich frage mich, ob sie das noch patchen, dass irgendwie im Gun Game falsch ist oder dass irgendwie im normalen falsch ist. Keine Ahnung. In der Beschreibung der Waffe steht eigentlich auch 10 Schuss. Aber wie gesagt, im Gun Game sind es irgendwie nur 6. Keine Ahnung. Ist eigentlich auch egal. Es reicht. Jetzt hier kommt die absolute Kackwaffe, der M320 irgendwas Granatwerfer. Das ist quasi eine Granate, die nicht explodiert beim Aufprall, sondern wie wenn man eine Granate aus der Hand knallt. Ihr wisst schon, die rollt dann so ein bisschen rum und explodiert es dann. Und damit einen Kill zu machen, das ist dann schon ein bisschen Geduldsarbeit, sage ich. Hier habe ich es zum Glück relativ schnell hingekriegt mit einem Selbstmordattentat. Zack, und da ist er weg. Aber ja, ist eigentlich auch egal, wenn man Selbstmord macht und dafür das Level schafft, ist das eigentlich ein gut bezahlter Preis. So, das Messern ist, viele denken es nicht, aber das Messern ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Theoretisch kann man sich einfach in eine Ecke campen, wo man weiß, Gegner kommen durch und ich dann einen von hinten krallen. Ich renne normalerweise einfach dumm über die Map, weiche allen aus, die mich angucken und irgendwann finde ich dann schon einen mit einem Arsch in meinem Gesicht, sozusagen. Und ja. Also das ist gar nicht so schwer, wie die meisten denken. Das Messer hier ist übrigens auch, weil ich Premium-User bin, habe ich ein anderes Messer. Ich weiß gar nicht, ob ich das wieder umstellen kann. Dass ich das alte Messer wieder habe. Ja, das bringt mir aber also viel, ich weiß, keinen Vorteil. Könnte höchstens sein, dass wenn ich einen normalen Hit mache, also nicht einen Rückenstich da, dass es dann vielleicht ein bisschen mehr abzieht. Aber ich glaube nicht. Ich denke nicht, dass DICE das macht. Das wäre übelst mies irgendwie den Nicht-Premium-Spielern gegenüber. Es wäre zwar nicht übelst schlimm, weil ja das Messer normalerweise nur eingesetzt wird, um eben von hinten zu erstechen. Aber egal. So, hier ist der Kollege, der mir den Sieg bringt. Zack. Und da sterbe ich nochmal kurz. Ich weiß gar nicht, ob der gezählt hat in der Statistik. Aber ist eigentlich auch scheißegal. So. Da habe ich gewonnen mit 32:10 müsste das gewesen sein. So, und jetzt seht ihr hier, da man ja in Gun Game keine Klasse spielt, spezifisch kriegt man auch keine Klassenaufstiegspunkte. Es ist also wirklich mehr für den Spaß. Man kriegt zwar hier die Ribbons und alles, also den normalen Level kann man erhöhen, aber es ist nicht wirklich der Modus, wo man Punkte sammelt. Da kriegt man dann jedes Mal am Ende nur noch Zusatzpunkte, je nachdem wie man sich geschlagen hat wahrscheinlich. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls der Modus ist wirklich sehr geil. Ihr solltet den wirklich mal ausprobieren, wenn ihr Close Quarters habt. Und ja, da würde ich mal sagen, adieu zusammen und bis zum nächsten Mal. What's wrong? What's wrong? You've been staring at me for the last 2 minutes. We'll just have to bring that person to justice. I want to find out how we can do it. I lost my handcuff again, but I should have said. We'll just have to bring that person to justice. We'll continue to monitor you and take note of what they say. We'll just have to bring that person to justice. Yes, like, there's no need to be shy. No need to be so serious.
justice, and to 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 justice.